Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ursprünglich dachte ich werde wohl diese Woche eine Pause einlegen, weil ich habe irgendwie keine Themen gefunden, die mich großartig vor den Ofen locken. Ja, okay, ich weiß, am Samstag ist Freundschaftsspiel, aber deswegen nennt man das auch Testspiel, Freundschaftsspiel. Manche sagen auch direkt Generalprobe. Naja, letztes Jahr war die Generalprobe Atalanta Bergamo. Wir haben sie abgeschossen und letzten Endes guter Saisonstart. Lange Zeit lang auch nicht großartig zittern müssten. Polster aufgebaut in der Liga, aber dann im Nachhinein immer weiter nachgelassen. Und am Ende waren wir froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Deswegen sind das für mich keine Gradmesser. Da kommst du höchstens in Form. Wer hoffentlich in guter Form zu uns nun wechseln wird, ist Gil Neves. Ja, liebe Freunde, der Gute ist portugiesischer Nationalspieler, beziehungsweise wechselt er aus der U21 von Benfica Lissabon zu uns und war auch schon U17 Europameister. Das ist natürlich erstmal vielversprechend. Der Gute ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann auch defensives Mittelfeld spielen. Er wird aber erstmal über die U21 an uns Stück für Stück herangeführt werden. Deswegen normalerweise thematisiere ich hier eher Spieler, die für den Profikader explizit verpflichtet wurden. Aber die Geschichte dahinter fand ich interessant. Denn Gil Neves ist nicht einfach nur ein portugiesisches Talent, das nach Köln wechselt. Er wechselt zu seinem Lieblingsverein. Der Gute war nämlich schon von Kindheit an FC-Fan und es gibt tatsächlich Fotobeweise. Ja, und da fragt man sich natürlich, wie kommt das? Wie kommt das, dass ein portugiesischer Nationalspieler oder U-Nationalspieler irgendwie FC-Fan ist von Kindheit an? Das ist ganz einfach. Er ist in Luxemburg geboren. Da ist er auch aufgewachsen. Und ich denke mal, das Ganze mit Luxemburg und Portugiesen, das kann euch am besten der Victor mal erklären. Grüß dich, Victor. Erklär mal meinen Zuschauern, wie das so ist mit den ganzen Portugiesen in Luxemburg und was sie da für eine Verbindung haben. Und ich werde in der Zwischenzeit ein bisschen an meinem Handy spielen. Hallo Leo. Eigentlich ist das gar nicht so überraschend, wie es im ersten Moment klingt. Viele hören portugiesischer Nachwuchsspieler und fragen sich sofort, wie der schon als Kind Fan des 1. FC Köln gewesen sein kann. Dabei gibt es dafür eine ziemlich einfache Erklärung. Gil Neves ist zwar portugiesischer Nachwuchsnationalspieler, geboren und aufgewachsen ist er aber in Luxemburg. Und Luxemburg besitzt seit Jahrzehnten eine der größten portugiesischen Gemeinden Europas. Rund jeder 6. Einwohner hat portugiesische Wurzeln. Dazu kommt, dass sich viele Luxemburger fußballerisch an den Nachbarländern orientieren. Der heimische Vereinsfußball genießt längst nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie beispielsweise die Bundesliga oder andere große europäische Ligen. Gerade Nordrhein-Westfalen ist von Luxemburg aus gut erreichbar. Deshalb ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sich dort viele Fans für deutsche Vereine begeistern. Und genau deshalb überrascht es mich überhaupt nicht, dass Gil Neves bereits als Kind Fan des 1. FC Köln war. Im Gegenteil. Betrachtet man seine Herkunft und seinen Lebensmittelpunkt, dann ergeben diese Kinderfotos im FC-Trikot plötzlich sogar ziemlich viel Sinn. Ich würde also sagen, das ist kein kurioser Zufall, sondern eigentlich eine ziemlich nachvollziehbare Geschichte. Bis demnächst, Leo. Ja, bis demnächst, Victor. Und by the way, es heißt Gil Neves. Ich habe mich informiert und ich weiß ganz genau, dass portugiesische Nachnamen, insbesondere die auf S enden, ein Sch-Laut haben. Ist ein bisschen schwierig mit der portugiesischen Sprache. Da steht zum Beispiel Mendes und dann heißt es Mensch. Versteht das mal einer, aber Luxemburgisch ist ja genauso eine lustige Sprache. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber gut, ja, das ist der Hintergrund. Deswegen ist er auch FC-Fan. Natürlich ist das jetzt keine spezifische Qualifikation, um FC-Spieler zu sein, dass du FC-Fan bist, denn das ist Jan Thielmann auch und der ist ja ein ewiges Talent. Ich hoffe natürlich, dass das bei Gil Neves in Zukunft nicht der Fall sein wird. Aber wir müssen da ein bisschen abwarten und Geduld an den Mann bringen, weil der wird ja nur Stück für Stück herangeführt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er sofort explodiert, weil das wäre so ein Kreis, der sich schließt. Ein junger Mann, der in Luxemburg aufgewachsen ist, portugiesischer Abstammung, aber auch gleichzeitig FC-Fan, landet bei seinem Wunschverein, bei seinem Traumverein. Das ist ein Kreis, der sich schließt. Würde ich mir wirklich wünschen, dass das irgendwie so eine Geschichte wird, auf die wir in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, hey, wisst ihr noch, wo das nur so ein U-Nationalspieler war? Wisst ihr noch, wo unklar war, was aus dem mal wird? Und dann hat er abgeliefert. Das wäre wirklich das, was ich mir wünschen würde. Gewisse Statistiken sprechen ja schon mal für ihn. Aber gut, beschäftigen wir uns noch mal kurz mit seiner Biografie. Neves wurde am 9. Februar 2008 in Luxemburg geboren. Er begann seine fußballerische Laufbahn beim luxemburgischen Verein Syra Meensdorf. 2022 ging er für 2 Jahre zu F91 Düdelingen, ehe der Portugiese im Sommer 2024 in die Akademie von Benfica Lissabon wechselte.
wechselte. In der abgelaufenen Spielzeit kam Neves in 23 Partien für die U23 des Hauptstadtklubs zum Einsatz. Außerdem lief der U18-Nationalspieler neunmal in der Youth League auf. Ja, Youth League ist ja auch ein prestigeträchtiger Wettbewerb für jüngere Spieler und da hat er schon ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt. Benficas U19 musste sich erst im Halbfinale mit 1:3 gegen Club Brügge geschlagen geben. Neves lief bislang für die luxemburgischen und portugiesischen Junioren-Nationalmannschaften auf, also auch für Luxemburg hat er demnach gespielt. Mit Portugals U17-Auswahl, wie ich zu Beginn erwähnte, feierte er im Sommer 2025 den Europameistertitel im Finale gegen Frankreich und erzielte dabei das Tor zum 3:0 Endstand. Und das sind ja schon mal gute Vorqualifikationen. Deswegen scheint eine vielversprechende Karriere zu sein, die vor ihm liegt, aber wie gesagt, schön, dass er FC-Fan ist. Das hat mich auch tatsächlich ein bisschen hellhörig gemacht, um überhaupt über einen Spieler zu sprechen, der eigentlich für unseren Nachwuchs bestimmt ist. Normalerweise lasse ich das außen vor, weil es sind ein bisschen zu viele Themen an sich. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe mich zu diesem Video gequält, weil hat einen scheiß Arbeitstag. Es wird eine sehr harte Woche. Muss auch arbeiten, während das Freundschaftsspiel ist. Für alle die vielleicht die Frage stellen, kommst du zum Testspiel? Nein. Ich war auch letzte Woche nicht bei der Saisoneröffnung, was mir natürlich in der Seele wehtut, denn das ist so wirklich die Veranstaltung, die ich vielleicht im Kontext des 1. FC Köln am meisten genieße. Nur mal so am Rande. Demnach hoffe ich natürlich, dass hier sich wirklich ein Kreis schließt, dass wir in ein paar Jahren sagen können, wow, der hat direkt abgeliefert oder kaum hat er seine Chance bekommen, hat er sie genutzt. Wäre geil, aber ich betone nochmal, FC-Fan zu sein von Kindheit an, das ist noch lange nicht, dass du ein genialer Spieler sein wirst für den 1. FC Köln. Siehe Jan Thielmann, der ist ja in Trier geboren, also quasi um die Ecke. Das heißt, die haben ja auch noch Berührungspunkte, die sind ja quasi Nachbarn. Kann man so sagen. Oder sie waren quasi Nachbarn in der Kindheit. Das ist auch nochmal so kleine Nebensächlichkeiten. Wie gesagt, die ganzen richtig seriösen Infos, die findet ihr bei Taubi, die findet ihr sowieso bei Fabio und wenn er mal wieder aktiv wird, bei Pierre. Ich bin eher mehr für die Nebenschauplätze zuständig. Deswegen in Luxemburg geboren, portugiesischer Nationalspieler mittlerweile, zumindest in den U-Mannschaften und nun beim 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Gilles Neves. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Glück, insbesondere mit dem Hintergrund. Und bitte, ich weiß da drüben in Luxemburg, ich weiß, es kommen sehr viele aus den Benelux-Ländern hier rüber und schauen sich den FC an und sind Fans und so weiter. Aber manchmal, wenn man im Ausland lebt oder dort aufgewachsen ist, kriegt man gewisse Umstände nicht so mit. Also merkt dir bitte eins, zu den Pillen zu wechseln, das ist genauso schlimm, als würdest du zu Fortuna Düsseldorf wechseln oder erst recht zu Borussia Mönchengladbach, wobei das ist aus meiner Perspektive noch größerer Verrat. Also zieh es bitte nicht mal in Erwägung, okay? Sonst kaufen wir dir die Sache, ich war schon immer FC-Fan, irgendwann nicht mehr ab. Ne? Das ist genauso schlimm. Ne? Lass dir nichts von der älteren Generation einreden, das ist vielleicht noch schlimmer als ein Wechsel zu Gladbach. Merk dir das bitte, ne? Bist jung? Vielleicht weißt du es nicht. Vielleicht haben es die Luxemburger nicht gesagt, denn das sind auch unsere Feinde. Nichtsdestotrotz, es ist trotzdem kein Derby. Das sollst du ja auch bitte merken. Okay, gut. Liebe Freunde, wenn euch der Blödsinn, den ich hier mache, gefällt, wir sind auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Ich nenne es mittlerweile Way to 1K. Wäre toll, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.